Grüß zurück in Just 2. Ich habe gerade beim Durchschauen zwecks Einstellungen hin und her und tralala was gefunden. Schaut her mal. Team DNA. Äh, anheuern. Oh, das könnte interessant werden. Hm. Driver X Hier DNA sehen wir, wie sich ansehen. deine Fahrer-DNS entwickelt. Wir analysieren deine Rundstreckenrennen, dein Driften und dein Wettverhalten und erstellen nur für dich dein DNS-Profil. Wenn du wie ein Verrückter fährst, steht deine DNS in Flammen. Fahr mit absolut klinischer Präzision und deine DNS ist eiskalt. Und wenn du wie ich bist, hast du eine perfekte Mischung. Details. Aha, okay. Ich kann da jetzt zwar nicht sagen, um was da jetzt genau geht. Rundstrecke, blablabla. Glücksspiel. Ah, so. Okay, egal. Ähm, das natürlich mit diesem komischen Teammitglied anheuern, das werden wir uns noch zu Gemüte führen. Das ist sicher nicht uninteressant. Und zwar, ich habe jetzt gerade was gesehen. Wir werden. Na, ähm, Kleidung bearbeiten. Wir werden unserer Frieda jetzt einmal ein bisschen was anderes verpassen. Ich bin da eher der Mensch, immer Jahrzehnte oder Jahrtausende lang, immer das Gleiche ist langweilig. Wirklich. Also so geht's mir. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe Veränderungen relativ gern. Viele mögen es nicht, ich schon. Ähm, hm. Wir nehmen nochmal das. Kurzen Blick. So, bin ich wieder da. Da hätten wir verschiedene Designs. Was gibt's denn da? Camouflage, was ist denn das? Katzenpfoten. Na gut. Wisst ihr was? Die Jeans gefällt mir. Die Jeans passt einmal. Design. So. Okay. Oberteil. Was nehmen wir denn da? Schierches. Ja, ganz schier. Naja. Auf Friede, Freude, Eierkuchen. Weiß ich nicht, ha? Design. Was gibt's da für Farben? Na bitte, hätten wir das auch geklärt. Sehr gut. Fertig. Das ist jetzt mal unser Friederleinchen Hinsens. Sie erstrahlt im neuen Glanz. Na gut, die Haare haben wir lassen, aber so schaut sie nicht schlecht aus. Gut, zum Rennen. Wir werden jetzt wieder ein bisschen mal umdüsen. Erforderliche Ziele für Aufstieg 5. Wir werden wieder mal ein bisschen driften. Ja, natürlich mit unserer neuen Karre. Was hast denn du geklappt, Spiel, hä?
Hoffen wir mal, dass die Fahrer hier oben auf Frostbite nicht mehr verlieren als nur die Haftung. Nö, Hier sondern auch sieht den man die Verstand. Stars von morgen. Willkommen bei der Drift-Herausforderung von Hot Imp. Ich hab jetzt gar nichts. Okay, warum nicht? Im Übrigen, ich versuche gerade ein bisschen den Abstand hinzubringen zwischen meinem Maul und dem Mikro. Das überschlagt sich zeitweise. Bei mir ist mir jetzt in der letzten Episode aufgefallen. Da bin ich meistens immer zu nah dabei. Weil ich hab für sowas überhaupt kein Gefühl, da Mikrofon einstellen und hin und her. Also meistens bin ich da ein bisschen, ja, aufnehmen, zu mit dem Maul zum Mikro und geht schon. Sag mal. Wagen 1 ist in der letzten Runde. Sehr gut. Herausforderung geschafft. Sehr geil. Sehr geil. Schauen wir mal kurz in die Aufzeichnung der Aufzeichnung. Gibt's da, kann man da nicht irgendwie die Kamera verändern? Nö. Wurscht. Machen wir weiter. Inhalt wird gespeichert. Das freut mich aber, dass das Spiel speichert. Naja gut, es gibt Rennspiele, da kannst du gar nicht mehr, es gibt Spiele, da kannst du heutzutage gar nicht speichern. Nächstes Rennen. Ich hab's jetzt zwar nicht unbedingt eilig, aber ich sage mal, in den nächsten 3, 4 Episoden möchte ich jetzt schon ein bisschen Geld auch verdienen. Mach mit einer zu. Sicher, machen wir doch klar erst. Boah, also ich glaube, wir werden einiges machen. Und schon langsam dämmert es mir, dass es brutal wird. Vor allem zum Schluss zu wie. Egal, ich bin positiv gestimmt. Ah, lasst mir nicht vergessen, das nächste Mal muss am Schwierigkeitsgrad schauen. Aber wahrscheinlich ist gescheiter, ich lasse mal so. Zeit für Knights Rampage. Das hier ist ein einfaches Rundstrecken-Event. Ja, ich kenne die Strecken schon. Ja. Nicholas ist Franzose und dank seines europäischen Charmes alter Schule ist er auf der Straße und abseits davon unglaublich beliebt. Wette. Wette platzieren. Rennen. Schauen wir mal, haben wir jetzt überhaupt gewettet? Ich weiß es nicht. Gesehen hätte ich nichts. Ach so. Ein sauberes Überholmanöver von Wagen 6. Ja, das ist aber gemein. Wagen 4 ist auf dem Weg nach hinten. RB. Oh, das muss wehtun. Wagen 1 ist gerade mit der Wand zusammengestoßen. Da wir nochmal ausbuhen. Seht euch Wagen 1 an, er fackelt mit seinen Nitros förmlich die Strecke. Wagen 5 gibt Vollgas und holt einen Platz auf. Also das ist geil. Einen Platz rauf geht's für Wagen 3. Quoten. Wagen 5 ist heiß. Wagen 5 gibt einen Platz ab.
Wisst ihr was? Ich riskiere jetzt einmal ein bisschen was. Warte mal. Mach mal so. Ab und zu muss man im Leben was riskieren, Alter, das ist saugeil. Haha! Neue schnellste Runde für Wagen 1. Neue schnellste Runde für Wagen 4. Also der Typ scheißt ja nix, ha? Boah, Wagen 1 ist gerade gegen eine Reifenwand geknallt. Das hinterlässt Hindernisse auf der Strecke. Um so zu driften wie Wagen 1 braucht man Talent. Na, das glaube ich weniger. Wagen 6 drückt auf den magischen Knopf und geht voll ab. Wo sind denn eigentlich die Gegner? Wow. Durchgeknallte Nitro-Action von Wagen 7. So, eine Runde haben wir noch. Das ist eine persönliche Bestzeit. Setzen endet in 20 Mit Sekunden. einer neuen persönlichen Rundenbestzeit Riesenfortschritte. Eine enorme Steigerung und persönliche Bestzeit für Wagen 3. Einmal draufgetreten und schon macht Wagen 2 einen Platz gut. Ich finde das allein schon mit dem Ausbuden und Auffeiern lieb Wagen 7 gemacht. verbessert sich um eine Saugeil, Position. dir sag es. Wahnsinnsdrift von Wagen 5. Du Volltödel! Seid wir am Norden drauf? Was tut er jetzt? Ah, der ist schon relativ weit vorn, ha? 1,42, also maximal 15, 20 Sekunden vor der noch. Wagen 2 setzt Nitro ein und fährt am Limit. Geil! Die Investition in Nitros zahlt sich aus für Wagen 3. Das ist aber saugeil. Ha! Okay, bei der nächsten Gelegenheit werden wir wieder ein bisschen wetten. Hihi, mi, mi. Gewinne 11.000. Wow. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Freut mich. Gut, wir werden jetzt das nächste Rennen angehen. Jetzt haben wir mal was anderes gemacht. Das war jetzt mal knapp 5 Minuten Pause für mich. Nichts tun. Haben wir was Schönes. Zum Rennen. So. Friederlein, was machen wir zwei? Werde mindestens dritter Rund. Last Man Standing Rennen.
Das machen wir. Okay. Na wurscht, Battle Royale. Ja. Macht euch bereit für Drift-Elimination ist Battle eine neue Royale. Art Drift-Event. Wie bei einem normalen Rennen musst du als Erster ins Ziel, aber du brauchst pro Runde eine bestimmte Punktzahl. Hast du zu wenig Punkte, bist du raus. Zusammenstöße mit der Bande kosten dich die halbe Punktzahl. Zusammenstöße mit anderen Autos dagegen nicht. Das heißt, ein etwas härterer Fahrstil könnte dich bei Drift-Eliminationen weit bringen. Okay, das wird interessant. Tara steht gern im Rampenlicht und das am liebsten in einem schnellen Auto. Das war schon immer so, seit sie als Teenie Papas ersten geklaut hat. Ja, du, dass sowas gibt. Immer diese Martins klauen. Das ist ja wie das Martinshorn erlegen. Ist sie schwach? Oh. Okay, zeigen wir, was wir drauf haben. Mama mia. Also jetzt siehst du mal, wo Fortnite und Konsorten ihr Motivation her haben oder ihre, wie sagt man, ja, Inspiration, so. Ehrlich gesagt, dieses viele, wie heißt's? Dieses viele Fliegen der Start juckt mich gar nicht. Finde ich irgendwie geil. Seht euch die Drifttechnik von Wagen 2 an. Der ist schlecht. Wagen 3 macht vor, wie man eine enge Kurve fahren muss. Wahnsinnsdrift von Wagen 5. Ich habe den Eindruck, diese Typen glauben, sie spielen da draußen Hockey. Ja, Wagen 4 zeigt seine perfekte Technik. Wagen 7 zeigt uns, wie man solch schwere Kurven nehmen muss. scheiße. Das nervt. Jetzt scheißt der nicht Auto irgendwo. Anlage von Wagen 6. Wagen 4 sichert sich viele Wir müssen Punkte. unbedingt an der Motorleistung was tun, wenn wir mal dazukommen bei den Auto. Der ist von unten aus so extrem schwach. Seht euch die Drifttechnik von Wagen 2 an. Na, so wird das nix. Wagen 3 macht vor, wie man eine enge Kurve fahren muss. Wagen 7 kennt keine Furcht vor der Absperrung und bietet eine klasse Vorstellung. Ja, danke. Die Flucht nach vorn war mir lieber. Wagen 6. So wird's gemacht, Wagen 6. So wird's gemacht, Wagen 6. Danke. Drifteinlage von Wagen 6. Wahnsinnsdrift von Wagen 5. Wagen 5 zeigt Stil und Technik. Jo, ich hoffe, dass das nicht ich bin. Gut und So. zieht voll durch. Wagen 3 lässt es so einfach aussehen. Wagen 2 zieht den Drift durch. Wagen 4 fährt seitwärts um die Kurve. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade nichts rede, aber ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Wie es geht. Toller Winkel und Geschwindigkeit. So wird's gemacht, Wagen 6. Um so zu driften wie Wagen 1 braucht man Talent. Wagen 1 zeigt, wie es geht. Scheiße. Toller Winkel und Geschwindigkeit. Toller Drift von Wagen 4. Wagen 4 sichert sich viele Punkte.
schöner Drift von Wagen 2. Scheiße. Wagen 4 zeigt seine perfekte Technik. Wagen 3 lässt es so einfach aussehen. Jetzt wiederholt er sich aber der Bur, ha? Jetzt wird ihm langweilig. Toller Drift von Wagen 4. Wagen 7 zeigt uns, wie man so schwere Kurven nehmen muss. Toller Drift von Wagen 4. Mann, seht euch das Feuerwerk an. Was tut Wagen 4 da? Ja, wie gesagt, der braucht ein bisschen Wagen 3 mehr Bums, und zieht voll durch. mehr Bums auf am Pedal. Sehr schön. Ein schöner Drift von Wagen 2. Toller Sehr schön. Drift von Wagen 4. Weiter. Weil denn sein repetitives Gequake braucht da keiner. Ich halt nicht, ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ob du so geil drauf bist. Geil. Wetten und Driften und das alles in einer Episode. Na, das ist aber saugeil. LB war da herum. Inhalt wird gespeichert. Ja, wir werden das jetzt einmal da beenden und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und dann werden wir weitermachen und einmal schauen, vielleicht können wir uns irgendwas Optisches oder Motorisches für unser Auto kaufen oder da leisten. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du bist wieder dabei und Baba.